Blocus vom Gazastreifen als eine Punition kollektiv, die illegal ist. Das literalement illegal, das darf nicht vergessen, Kolonien sind illegal. So sehe ich, wir waren auf der Europäer für Palästina und kann das nicht anders wie kolonial denken. Aber wie geht tun sie noch der kleine Kolonialist am Kopf, weil Palästinenser sind kein Europäer. Moin, es ist Nathalie Oberweis. Ich war Deputierten für David für die Link an der Chamber. Wir holen einen Podcast ab, den David und ich, zu Palästina-Israel. Au vu de l'urgence, einfach, was am Gazastreifen geschieht am Moment. Das ist ein Genozid am Gang, sind 19 Monate. Und wir versuchen den Haut außer Nähe zu holen. Auch aufgrund von den vielen Exkusen, die ihn immer so heiert, viel Neues zu machen, viel Neues zu erholen. Israel, Palästina, Gaza. All die Froen wo mehr als Lenker schon sind der Joren sind als Gründung sich immer behandelt, weil es wichtig ist, weil den Frau von Kolonialismus als an für Lenken also normal die Frau zu behandeln. Du warst nach kurz nur der Wahlen, wost du noch deputiert warst, das war dann Oktober 2023 hast du schon nach ich mein, wahrscheinlich das war noch den letzte Question parlamentär die du gestaltet hast und das war justement zu dem Sujet kannst du vielleicht ein bisschen erinnern worum es gegangen ist. Also ich denke, das war eigentlich meine letzte Question parlamentär eben just nur die Wahlen das war ja quasi zeitgleich Wahlen war quasi zeitgleich mit der Attacke von der Hamas auf den israelischen Territoire. Genau, und du war ziemlich schnell klar, dass es kein klassisch Gegenattacken gibt, weil wir wissen, dass Israel immens oft Gaza angegriffen wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und dass es nicht keine klassische Attacken gibt, aber dass es klar war vom Langage hier von den Autoritäten an Israel, dass es da mehr etwas Großes gegen zusammenbannen. Da ja auch ganz viele Palästinenser in den letzten Jahren gesagt, dass ich etwas gegen abbauen, dass eine extrem Spannung, eine extrem Violence auch gespürt und auch von den Seiten von der Siedler im Westjordanland. Und ja, effektiv der Langage von den israelischen Autoritäten, wir erinnern uns mit verschiedenen Ministern, die von deren geschwärzt haben am Gazastreifen, dass es alles deren gehen, dass sie deren sind, dass sie keine Zivilisten sind, dass es quasi keine Zivilisten am Gazastreifen gehen, dass sie müssen bestraft gehen. Und die Langage war so klar, dass es da etwas Enormes gegen zusammenbauen und dass das eine Punition kollektiv, das wissen wir seit Jahren und Jahrzehnten, dass der Blocus vom Gazastreifen als eine Punition kollektiv, die illegal ist. Mais voilà, wir haben am Niveau vom Langage gesehen, dass da etwas ganz Großes ging, und das hat keine banale Verteidigung von Seite von Israel. Also dafür haben wir direkt den Konvention, die internationale Konvention vom Genozid, also die Genozidkonvention rausgeholt und die Kriterien gelesen. Und es war ziemlich klar, den Mann schon, also im Oktober 23, dass es ein Genozid ging, dass sie eigentlich den Mann doch schon am Genozid angefangen hatten. Die ja auch schon an viele Kreise innerhalb von Israel, politisch Kreise und so weiter, das war ja auch schon eine Idee für eben, ich denke ja, sowohl Gaza wie auch das Westjordanland, sich Palästinenser frei zu machen, für das Kolonialprojekt für uns zu treiben. Ja, also das war schon lange klar. Ich meine, lange Kolonisierung, die Zerstörung, das alles in der Voyage ethnique eigentlich sind Jahrzehnten. Den Nettoyage ethnique aus seit Jahrzehnten klar. Und da ja auch dem internationalen Recht noch schon längst illegal. Ich meine, 2004 hat die Cour internationale de Justice, das sind über 20 Jahre hier, schon gesagt, dass der Mauerbau und Kolonisierung illegal ist an also ja, genau, dem internationalen Recht noch illegal ist. Das war eigentlich nicht seit gestern. Genau. Und das ist auch relativ sehr gegangen, weil das werden noch einer Initiativen von uns an der Chamber. Das war schon der 16. Januar 2024. Da hatte man eine Motion deposiert. Und da ist es gegangen, für das Lützeburg sich die Südafrika gedrohten Initiative für internationale Gerichtshof zu gehen, für justement zu sagen, dass da Genozid am Gang ist zu geschehen. Wo schlussendlich dann noch der internationale Gerichtshof gesagt hat, ja, das ist ein Risiko da für Genozid. Was vieles heißt da ja auch, was heißt, dass die Staatenkommunität auch international alles muss machen, für dass der Genozid nicht stattfindet. Darüber kann ich ja nur diskutieren. Wir sind nicht dabei geblieben, noch später haben wir
Remenkeier dat war am Oktober also Monuments viel Question parlamentäre Gestalt regelmäßig kindet ob alles darüber an Leiit können noch bei dem Site gucken wat man gemacht hun me am Oktober vom last Jahr hatte mein Heure d'Aktualité auch ugefrot firm iwwer d'Unerkennung vom Staat Palästina zu diskutieren wo man auch eng Motion do Remecker deposéiert hunn voilà mais bon do dat waren eng ganz komisch Diskussion net nëmmen Majoritéit also DP an CSV wollten dat net machen well et net de moment ass am Jahrënneren immer drun sind der 2014 also sind der 11 Joer et Chamber eng echt Motion deposéiert fir ze soen d'Regierung muss de Staat Palästina unerkennen op als Initiativ Demos de Serge Urbani hat dat Demos deposéiert an den opportunen Moment wenn I do de no 7. Oktober wo die Diskussion Remenkeier ugefangen huet wollt den Xavier Bettel soen huet Xavier Bettel immer gesot ja mir musssse werden mat aner Länder zu summen mir mussssen hab op Frankreich werden an den nosoten dat war nach 4 Summer 2024 kom ich gucken nom Summer kom nichtreck an dofir wollte mir die Heure d'Aktualité an das nie de richchten Moment an dat bascht bisssen das schon ball witzig an der Tragik wohin an engem Interview gesot huet et miss den net europäisch Staaten dazu bewegen Palästina unzuerkennen dat das bisssen so an senger Mentalität over der vu vielen Bourgeoine so immer davon auszugoen dat net Europäer immer mich schlecht sind just de Problem aus den ganz Welt quasi huet de Staat Palästina unerkannt ausser Europäer ausser Amerikaner an Japaner und Australier van de globale Westen auch extrem immer voll am kolonialen denken also für möchte immer total am rassistischen kolonialen denken wat sie als natürlich gingen wann lo als gegen null werden sie ganz gegen sich ganz attackiert spiere me wann du siehst mir waren op Europäer für Palästina unzerkennen das nicht anders wie kolonial denken wie wat warst ob sie sind sie Mann wert sind sie Mann gut also die 150 einer Länder auf der Welt die spiele keine Rolle an den no hummer him vorgestellt ja wat für enge Länder Schweizer außer europäisch Länder Panama wie unser Gesicht sind Panama hat es nicht gemacht Tuvalu an aller einer ozeanisch Mikrostaaten die von Amerikaner aufhängen da steht tun dat nicht gemacht an Japan hat dat nicht gemacht Südkorea hat dat nicht gemacht weil der Delo überzegen und du heute neben miss antworten ja wir werden nicht tatsächlich gesucht in der Panama und da se den sich voilà, das nicht seriös dat beweist dat sie nach immer Zombie-Kolonialisten sind am Kap absolut an dat ze sech gënnet mat der froh richtig beschäftschen absolut Loschweiz Frankreich gefunden dass sie dat gegen an Erwägung zeien fir am Juni meinech an der dat die Position vu Lützeburg net bewege soweit ich weiß oder lo muss ich gucken op der froh so se mengglech nach immer dat de Treng symbolisch ass Erkennung vom Staat Palästina wie rein symbolisch also machen wir net wenn ich net verstehen wann Treng symbolisch macht net symbolisch so net machen das fängt du aber bis an Erkennung vom Staat Palästina ass net symbolisch das auch konkret et werd net de Problem lesen dat nie irgend den behabt das aber schrak der Tisch do wollen sie noch immer net unbedingt goen mit die lacht Debatte die man hatten dat war Initiativ von der LSAP dat war die Motion die mir auch mat gestimmt tun natürlich fir dat den Assoziationsvertrag durch der Europäische Union an Israel suspendéiert gëtt c'est la moindre des choses wann gesagt wat am gang geschehen an do wollt Majoritéit mat der ADR ze summen natürlich dat net mat stimmen Argument war ënner anderem dat Xavier Bettel an der Plenär ass weil DP an CSV wann hier Minister net an der Plenär sinn da können sie kegen Decision willen an der Tschenzeit as den Druck so groß gin a mir erliewen lo dat lo awer immer méi vu viele Seiten die sos nie viel gesot tun wie dat et so katastrophal ass
am Englisch, weil auch den Druck von den Opinionpubliken auch am Westen von Europa so groß geht, dass Regierungen sich gezwungen gesehen zu so ein Lo überdreift Israel definitiv an wir werden dann den Assoziationsvertrag wir werden gucken für den zu suspendieren sie passen auch immer op Lützeburg dann noch gesucht gif die holländische Position die seht mir muss gucken ob es Sinn möchte faire zu suspendieren für an die Richtung zu gehen bon Das ist so die Entwicklung. dass die Entwicklung das mal ein bisschen positiv das ein bisschen das viel spät 19 Main quasi im Umfang von einem Genozid denken sie den Akkord d'Association eventuell zu suspendieren und dann wahrscheinlich just Teile vom Akkord d'Association weil du für ihre ganze suspendieren brauchst du Unanimität weil statt wes von Conseil wat schwer wird gehen weil der wir nicht vergessen dass auch von den Akkorden d'Association zwischen der EU an Israel suspendiert geht als dat auch dat ist noch nicht dass keine Beziehung mehr gehen zwischen Israel und den verschiedenen Staaten wat zum Beispiel den Sprecher von der CSV für international Frauen der das Laurent Seimet den hat auch argumentéiert aber wir können lo net als Beziehungen mat Israel einfach so suspendieren d'accord d'Association lebt op europäischem Niveau mit dat net dat Staaten kein Beziehung ochnet Dat du kennst aber auch wie von dem was geschieht das ist Genozid ich meine immer mehr Juristen schwarze von hunderten Völkerrechtler Juristen schwarze von das der Genozid aus das ist ein großes Risiko du dass der Genozid aussieht ja auch Cour international de Justice das wissen wir seit mehr wie einem Jahr und trotzdem evokieren sie vielleicht Suspension vom Akkord d'Association also das extrem schwach als Reaktion du sost Risiko vu Genozid an das auch eng von den Argumentationen gewircht an dieser letzter Diskussion so Lützeburg hört hier auch die internationale Konvention gegen den Genozid mat ratifiziert an der Konvention steht ja auch dran da die Verpflichtungen wird das heißt, dans le doute run dat de Risiko besteht vu Genozid muss e Staat alles erholen fir dat die überhaupt net zu weit könnt bon Mengen anders de Genozid mais sogar dans le doute muss dat machen an dat gift er noch rechen dat den Akkord suspendiert mir dat geht net dort mis noch Sanktionen Sanktionen holen etc schmengen den Kriterien vom Genozid sind de Fett dass de Mënschen Membren vom Gruppe umbringst oder de Gruppe umbringst dat gött gemacht dass de Konditionen vum Liewen schwer müsste das schon vier Ufang von diesem Genozid am Gang und zwar de Blockuse lang melolossen se kind essen ran UK propert Wasser kind sie ma ganz Basis von der Existenz gött freck gemacht an net just aus der den Accident und ich mein da das extrem wichtig zu verstehen das kein Accident das Mënsche op Mënschen vu Mënschenhand gemach an Karement gewollt gemacht, weil sie ho vom Ufang vom Genozid ungesot also am Oktober schon gesot mir werden hin net lewe schwer man mir werde kein Essen los mir los kein Medizin kein Medikamente auch an Spideler bombardiert das einfach ganz Basis vom Leben wat Leben erméiglecht as gött gezielt zerstört aber mir heieren und ich mein dat mischt misch gackig und ich mein dat mischt eis gackig als lenker aber mir gesehen da gibt gesagt as ein Accident dann sind schëllegen sich dafür an Accident nee et ass kein Accident an den dat kleft de li sich selber un et ass kein Accident da den Diskurs von den israelischen Vertretern als klar drüber sie mussten sind da ja immer méi von den Minister wann in den Null statt die soen voilà, wir wollen Zelensky, wir wollen neue Projekte aufbauen, wir wollen Gaza kontrollieren, wir wollen nicht anholen, an Leute muss raus. Wie viel muss sich alle für das leben? Ja. Das ist impressionant. Ja, weil das sich die Regierung zu Tel Aviv als, an ihrer Propaganda sogar hat à la limite hier Propaganda quasi lo abgehen. Am Anfang war es mehr verteidigen als genauso wie den Wladimir Putin seht mir greifen d'Ukraine weil Nazi sind voilà bon trusse so dat noch immer mehr an Israel also zu weit dass du sech net so an das egal wie dat ze wissen dat ze gewerde gelos gin bis we nie wesinnet sie wissen dat d'Europäer
man bese Fanger ob sie, weil sie wissen, dass die Amerikaner sie unterstützen und sogar schon Plan hun für Gaza, den Trump quoique den Eindruck, dass die Amerikaner auch eins zu aufhängen, bisschen Flamm zu kriegen für so peniblen Alliierten zu hun. Also ich ging so, und es war nie wirklich eine Verteidigung von Seite von Israel. Weil der Langage war ja immer klar. Am Langage war es ja immer, wir wollen sie losgehen, es sind deren, sie muss sterben, wir machen den Leben schwer, wir müssen keine Medikamente ran. Es war immer klar, es geht nicht um Verteidigung. D'ailleurs, Israel als eine Besatzungsmacht im internationalen Recht noch haben sie die Verantwortung von dem Volk, was in ihrer Macht steht. Und die viele Juristen, die sind sich nicht eins, die so, und sie haben eventuell gar kein Recht auf Selbstverteidigung. Also Israel als Besatzungsmacht können sie sich nicht wehren gegen ein Volk, was in ihrer Macht steht, aber du siehst, sie, Palästinenser, und Recht auf Verteidigung. Ja. Lo ginne doch ein ganz Party Klischeen oder so komische Argumente, die immer geroll gehen, für den Konflikt, für die Situation irgendwie immer zu beschreiben, dafür eben noch immer zu argumentieren, für wer den nicht soll machen oder Excuse fanden oder für wer den überhaupt die israelische Regierung und Armee soll unterstützen. Und ich meine, wir wollten ein bisschen noch bald die Sujet da angehen. Ne? Den opportunen Moment für die Stadt Palästina umzuerkennen. Wenig also den opportunen Moment, das sind anscheinend nie. Lo as et kein opportune Moment, weil dat wir eng Belohnung fir Hamas anscheinend. Sind aber just so, dat mir schon 2014 och die Motion deposéiert hun an denen lächten 11 Joer war den opportune Moment och net do. Et war wahrscheinlich nicht schlimm genug für den opportunen Moment. Also Frieden sich wie schlimm muss es gehen. Also mir als die Link, mir auch Friedens- und Menschenrechtsaktivisten freuen sich, wie schlimm muss es noch gehen, für das den opportunen Moment da ist. Wie viel von Palästina muss noch zerstört gehen, wie viel Boden muss noch geklaut gehen, wie viele Häuser müssen noch zerstört gehen, für das den opportunen Moment da ist. Und ich meine, das war die gesagt, dann geht durch, dass in die Karte guckt, Gaza geht es quasi nicht mehr. Es ist quasi kein Gaza mehr da, die Infrastruktur ist Futti, das ist einfach nicht mehr da. Sie haben ja auch schon quasi täuschend angeholt oder das, wie sind das? So voilà, wo net der Figuren ja wie nie gött dat Land den Territoire Palästina unerkannt wahrscheinlich von nimi do also das incroyable ja. Wieviel muss nach Futti immer gehen Well dat wat jo auch immer gesot gëtt dat ja fir Staat unzerkennen du muss eng paar die Kriterien erfüllt gin a wo se egal wat erzielen DP erzählt egal wat, DDR erzählt datselwicht, weil egal wat das Piraten erzählen datselwicht und das egal wat das egal wat so, ja, et kann die rechte Staat unerkennen wann net Chloras wenn den Interlokuteur ass also d'Autoritéit mit die gëtt wann net Chloras wat Grenze sinn die gëtt war noch eng Bevölkerung do ass an de Problem ass den dat Bevölkerung justement déiers am gang zu stirwen oder rausgetrieben ze ginn dat hicht all Kriterien sinn er Wirklichkeit erfüllt an den Kriter den noch mat spielt do werden se bis net mehr erfüllt ass der Tisch dat überhaupt Menschen do liewen. Interessanterweise aus der Stadt Israel direkt unerkannt gehen. Die Stadt Israel gegründet gouf am Jahr 1948 aus den von ganz viele Staaten für allem westlichen den am Kolonialstaaten direkt unerkannt gehen. An die Kriterien die du nennst ein Territoire, Autoritäten, die effektive Kontrolle über das Land tun, Volk, die waren für allem auch bei den Palästinenser da. Ne, so, also ich meine, das gilt für Beit. Israel als unerkannt kind, das mehr wie Zeit, dass Palästina auch unerkannt wird. Ich meine, für Menschen, ich meine, für alles ist es ganz klar, dass wir alle froh für Courage. Aber was mir bedauern, also auch, dass die vierjährige Koalition es nicht gemacht hat. Ich meine, der Minister Asselborn, den Amant in Joava auch immer für sich gesagt hat, er wäre größter Unterstützer von der palästinensischen Kurs, hat es auch nicht gemacht, aber ich richtig verstanden habe, als das für seine größte Rückgräen das nicht gemacht hat, weil ich absolut verstehen. Und das war wahrscheinlich für allem, weil DP sie dominiert wird. Und das auch, weil, bon, es kann ja nicht, also, es weiß ja nicht, was die Bevölkerung heute zu Lützeburg, dass sie nicht am Kopf von jeder Einzelnen. Aber ich meine schon, dass eine große Majorität von den Leuten
der Meinung sind, dass die Mist den Staat Palästina unerkennen an das gilt auch mengglisch wie die meisten europäischen Länder, westliche Länder, vielleicht sogar auch vielleicht an den USA. Und dann hört ich aber irgendwie eine Minorität an politischem Milieu mit von der Räts von der Mitte, pardon, an der DP, an der CSV, die das einfach nicht blockieren. Das ist phänomenal, dass sie so out of touch sind von all Form von also par rapport zu der Bevölkerung, par rapport auch zum internationalen Recht, auch wenn sie sich immer so als ganz seriös Politiker durchstellen, erzählen sie einfach wirklich egal was. Ja, ich meine, der Politiker muss auch nicht genau wissen, was an den Kopf geht von den Leuten, für ihre Entscheidungen zu holen, die den Amment nötig sind. Also ich meine, die meisten Leute liegt schon an, dass es maybe Zeit, dass Palästina unzerkennen, und auch wie du siehst, von der symbolisch soll sie nicht, das nicht just symbolisch, also wirklich längst depassiert, längst. Wird Israel dann nicht tragisch auf Selbstverteidigung? Das Recht, was all Staat wird. Ja, das Recht, was all Staat wird, mit froh stellt sich aber ob Israel als Besatzungsmacht, und ich meine, die nämlich Leute, also klar, dass Israel ein Besatzungsmacht aus dem internationalen Recht nur, ob sie wirklich Recht ob Verteidigung haben par rapport zu dem Land, par rapport zu dem Volk, was in ihrer Kontrolle ist. Und du gehen effektiv da wie, also nehmen bei den Juristen, soweit ich weiß, das ist nicht klar, ob sie der Recht auf Selbstverteidigung haben. Also Israel, natürlich wird Volk, was in einer Besetzung ist, dem internationalen Recht nur Recht auf Verteidigung mehr. Ob Israel der Recht hat, wirklich ein Territoire, den nicht besetzt, kontrolliert, und sich, und das ist immens wichtig, Israel kennt den Gazastreifen wie sein Tasch auf all Zentimeter. Drohnen überfliegen den Territoire 24 Stunden auf 24, die kennen all Zentimeter von dem Territoire. Aber sie so, wir verteidigen uns, während dem zerstören sie quasi all Spitäler, Schulen, alles von der ziviler Infrastruktur. Da muss ich aber froh und trotzdem ein bisschen überlegen und so, sie als Tag-Nation, als Tag-Staat, die wirklich all Zentimeter von dem Territoire kennt, als das nach Selbstverteidigung, wenn du die ganze zivile Infrastruktur zerstörst. Ja, natürlich. Ich weiß ja, von Gaza, du hast immer das Argument gesagt, okay, mit Gaza wird nicht mehr von Israel besetzt. Ja, mit wird von Israel kontrolliert, wie sie so sagen. Und das indirekt Lohr sitzen natürlich besetzt, aber für drüben, wo Ziele rausgegangen sind, mit das kontrolliert, Palästinenser können nicht rausgehen, also das ist eine Prison. Prison, ja. Also gibt eine Form von Besatzung, so absolut, oder so. Absolut. Westjordanland als direkt besetzt, militärisch, illegal. Das littéralement illegal, dat der wir net vergessen, Kolonien sind illegal, die auch do geschehen, an wann Bevölkerung zu Recht sich verteidigt. An du gibt verschiedene Formen für sich zu verteidigen am Westjordanland. Da kann net so dat Israel recht zu verteidigen gegen die sich verteidigen, weil dat ja ein komisch Logik. Sie wann gi so ja, Franzosen hatten Jahre recht sich zu verteidigen gegen Algerien, wo sie an Algerien waren. Briten recht sich zu verteidigen an Indien, wo sie an Indien waren. Also da ginnet aber Kriterien an am Droit international as het net so, dat den sich gegen den innerdrückenden Verteidigung muss. Israel hat kein Recht, sich zu verteidigen am Westjordanland. Israel hat eine Verpflichtung, Westjordanland zum Beispiel nicht mit zu besetzen. Absolut. Absolut. Dann schmengen den Avis von der Cour internationale de Justice, die letzten am Juli 24 war ja ganz klar. Kolonisation ist illegal, und das auch seit Jahrzehnten schon gewusst, spätestens seit 2004, du war schon ein Avis von der Cour internationale de Justice do. Mit Okkupation ist auch illegal, und auch beim Gazastreifen, wenn ich scheieren, der Gazastreifen ist nicht besetzt, und ist effektiv nicht mehr kolonisiert, wobei im Moment ja einen großen Teil kontrolliert ist. Mit der Blocus als solch ist eine Zuchtokkupation, weil die Leute am Gazastreifen kommen nicht raus, nicht Land, nicht über die Luft, die okay, Flughafen, den auch zerstört gehen, und auch nicht über die Meer, weil die israelische Armee auch am Meer präsent ist an Fischer. Der Rezent war immer an der Presse, palästinensische Fischer am Gazastreifen probiert, an Meer zu gehen, und mehr wie 5 Kilometer gehen sie von der israelischen Armee, die auch natürlich am Meer patrouilliert, gehen auch gut auf sie Geschoss. Also die Okkupation ist ganz klar da, und ich fand es immer impressionant, wie, es gibt schon gesagt, das komplex, und das schwer zu verstehen. Wir holen mit internationalem Recht als Kader. Und nicht alle Menschen müssen international Recht kennen, das ist noch juristisch, ich meine, muss ich nicht ganz genau kennen. Aber wenn ich das als Kader und guckt einfach, war das legal, war das illegal, dann ist es so klar,
dann ist es so klar, was lebt auf dem Territoire. Es ist kein Genozid, weil Do wo auch anscheinend für verschiedene Leute kein Chlorid herrscht, da das vom Genozid. Das kein Genozid gött behauptet. Ja, zum Beispiel Israel als eine Demokratie, die können das nicht machen. Deutschland dann unterstützt Israel blank, das quasi wie von Israel außerhalb von, das ist wirklich wie von Israel außerhalb von einem internationalen Rechtskader wäre, an sie, hier kann das nicht passieren. Und ja, immer gesagt, Demokratie ist. Weil die Demokratie ist, mit immer gesagt von der israelischen Armee, the most moral army in the world. Ja. Das ist ja auch ein Narrativ, die Israel für sich selber oberhält. Und ich meine, alle Land, alle Staat und Narrative, nicht wie so als Historiker auch. Und alle als Geschichten, die wir erzählen, mit so in the most moral, die moralischsten Armee an der Welt, wäre israelische Armee. Voilà, und die Geschichten, die Narrativen erklären auch, wie weit Teil gemeint wird, dafür in Deutschland. Und ich meine, Lützeburg ist auch beeinflusst von der deutschen Geschichte und Narrativ zu meinen, dass das hier nicht passieren, dass sie nicht kapabel sind, einen Genozid zu machen. Was absurd ist, weil das ja, also ich meine, das ist von den dummsten Argumenten, die in je gehören hat. Eine Demokratie kann keine Knascherei machen. Also eine parlamentarisch bürgerliche Demokratie, für mich exakt zu sein, kann keine Knascherei machen. Eine Demokratie kann einen Krieg machen, den illegal ist, massakrieren. Eine Demokratie kann kolonisieren. Wo Frankreich, Algerien kolonisiert hat, schon am 19. Jahrhundert, wäre teilweise auch schon eine Demokratie mit weitergegangen. Also auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die wirklich auch komplett ausgelöscht gesehen von der französischen Armee. Da waren nach Frankreich freie Wahlen. Ne? Da den schließt er dann nicht aus. Und das kann ich süß so, eine Demokratie kann sich das erlauben, weil es irgendwie besser wird. Briten am britischen Imperium haben noch schon aus Südafrika, der Bauernkrieg etc., wie sie mit den Indern umgegangen sind. Also eine Demokratie hat nicht, es wäre ja gruselig zu denken, dass eine Demokratie mehr Rechte hat, gegen Menschenrechte zu gehen, wegen Diktatur. Das ist ein ganz komischer Argument. Für allem aus Israel eine Demokratie für die einen, nicht für die anderen. Ja. Und das wird auch oft missverstanden. Ich meine, Israel hat die 60 Gesetze, die systematisch rassistisch sind, wo die Palästinenser Männerrechte haben, wie die Israelien. Also an Israel selber leben ja auch Palästinenser und dann besetzen sie ja die 5 Millionen oder pardon, wie viel, also sie besetzen Millionen Palästinenser am Gazastreifen und anderen Westjordanland, die natürlich Second-Class-Bürger sind, Zweitklasse-Bürger, das ist evident. Also das ist sicher keine Demokratie für alle Menschen. Das ist ein Apartheidstaat, der das auch gewusst seit Jahrzehnten noch da, wird von Amnesty International und anderen Institutionen so gedeiht. Also zu meinen, sie könnte kein Genozid verüben als René-Senker, so eine Ligen, die sich leider selber erzählen, für nicht müssen sie handeln. Das ist auch viel da. Und da war nicht scheren, ja, mit das, was ihnen geschieht, das können sie selber nicht machen. Obwohl ich immer so nicht sehen, dieselbe Leute. Israel hat sich gegründet, demals, und noch heute nach, sie haben das, was am Holocaust geschieht ist, hat sich gelost. Und israelische Historiker wie Nurit Peletz, eine israelische Historikerin, die beschreiben das in ihren Büchern, in ihrer Forschung, auf wie weit sie, was am Holocaust geschieht ist, hat sich schlossen, für wirklich Narrativ von einem anderen israelischen Mythos schon mal abzubauen. Du musst ja gucken, was Nurit Peletz gemacht hat. Das ist aber immens interessant, weil die ganz wie Palästinenser angesehen gehen, an den Schulbüchern zum Beispiel an Israel, da wird der Nährboden gelöscht von einem Genozid. Der Südfrieden, den Palästina-Israel seit Jahren oder Jahrzehnten ein bisschen suiviert und beobachtet, gesagt, dass der Nährboden, der besteht, für ein Genozid überhaupt zu erlauben. Das heißt, Dehumanisation, Entmenschlichung von dem Feind, von dem anderen, das ist seit Jahren so Jahrzehnten am Gangen. Und das ist ja das, was es erlaubt. Wenn das nicht geschieht, wie gegen Joch, da wäre Joch der Koch für so ein Genozid ist gar nicht möglich, weil du brauchst die Dehumanisation, die Entmenschlichung. Mit mir als Linker 100 seit Jahrzehnten gesehen, gell? Und all die so das nicht möglich Genozid. Mit die hat nicht gesehen, die guckt mal hin, was du enseigniert, wie Palästinenser durchgestaltet gehen, als Innermenschen, als Primitive, als Barbaren. Und du vier, also das möglichste so, es sind die, wir müssen sie alle umbringen. Das ist eine Form von Zombie-Kolonialismus, am Kap von Europäern, von gewissen Lützeburger, die das ja auch bestreiten, dass es kein Genozid ist. Und die vielleicht auch nach über sich sind, groß fortschrittliche Menschen zu sehen und so weiter. An der Weg geht, tun sie nach der kleine Kolonialist am Kap, weil ganz einfach, ich meine, das spielt eine große Rolle.
Palästinenser sie kein Europäer an Israel as us vun Europäer gegrünnt gin zwnger ekrasanter Majorität an unbewusst mengenisch ginn die Leute vun heraus dat wann net kein Weißer kein Europäer sinn as vielleicht manner schlimm an sie bisssen ernstnecht sie sind bis bei barbarisch an mir sinn so wie de Jules Ferry dem uns gesot huet sind les races supérieures doivent éduquer les races inférieures. Gut gemengt, enfin gut gemengt, war gruselig. Mais sie überzeugen sich selber, dass sie etwas Gutes machen. Und das bleibt noch immer an der Kap hängen für viele Leute. Leidt dat dann net just de Faschisten an der israelischer Regierung. Ja. Dat den oft as eng extrem faschistisch Regierung. Dei muss man losgehen, dann so Leiit ja. Mir sind nicht oder sind nicht mat verstanden mat den Ministerin oder materiell extremer de Problem war für doch schon do wo mir immer so als Lenker oder auch als Menschenrechtsaktivisten mir kritisieren sind den wat du geschieht net recht seit dem Genozid an och net extreme Regierungen 4 Drohnen hun Palästina besat kolonisiert weil erinnere man run Gaza an Westjordanland sind 1967 kolonisiert gin an besat gin waren net immer extreme Regierungen an wann wirklich nachrenker die Narrativen die wirklich wie soll ich so ein Staat auch motivieren an der das am Fall von Israel klar also koloniale Staat und ich meine genug gesucht aber wie weit wo man von dem heute Konflikt schwätzen am Endeffekt Kolonialkonflikt aus an den dat denken dat kolonial denken an den kolonial Ustreven von dem Staat als auch wie so nicht just bei extremen nicht von hin gedrohen nee historisch auch sogar an der europäischer Geschichte an mir sind aber irgendwie bisschen an der europäischer Geschichte das heißt auch von Staatenbildung mehr auch von Kolonialismus den sich fortschrittliche werniget weil davon ausgeht dass gewisse Populationen dann nicht konnten vom Fortschritt profitieren und das dann die Selbstüberzeugung die du nur zu einer Deshumanisierung feiert natürlich Lohummer grad méi lomer eng immens riet ultrariert faschistoid faschistisch wéi rëmmer Regierung an Israel verschoen dat immer grad driver am Horror an Lohn natierlech sinn am gang den Genozid ze machen. méi usech bis du sees dat schon fir Drugeplank in as Deshumanisierung vun de Leiit dat auch schon vun soi-disant fortschrittliche Kräfte noch an Israel gemerkt in mir hun och als Lenk an noch als Militantinnen an Militanten hummer jo oft och israelisch Komroden kennengeleiert entweder wann du hingehst oder wann sie selber op Plötzeburg als Besiche kommen an Israelien an dat sie just mal Leute die och die ganze Narrativ justement also sie sind net sionistisch am Sinn dat ze net der Meinung sinn dat sie recht hätten op Land dat sie misisten eng Bevölkerung koloniseieren der ginnet da auch viel an Israel an sie menscheuer für sie am dat sind so denen wir auch immer wollen zu Summe schaffen. Ich fand het eigentlich immer noch impressionant dass überhaupt mal der Regierung nach zu Summe geschafft wird. Ich meine wann du bedenkst dass ein Deel von den Ministerin Karim Siedler sind die illegal an Siedlungen palästinensischen Territoire leben da müsst die Regierung doch total boykottabel sind. Ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Die Normalisierung von einer rechtsextremer faschistischer Regierung von Deel illegal Land klauen und dann die ganzen Narrativen justifizieren und normalisieren. Dass das überhaupt, ne, was mir immer gesehen ist auch, dass die Spruch von sich plus c'est gros, mieux ça passe, also was mehr krass und unvorstellbar ist, was mehr unvorstellbar ist und wirklich nicht voilà, für ihn den nicht do war oder sich nicht genug um der Flight beschäftigt wird auch nicht alle Menschen muss sich den beschäftigen die ganzen Zeit weg schnitt sein Leben voilà, sein Quotidien sein Alltag aber ich meine das ist ein ganz großen Teil davon weil das unvorstellbar was geschieht Land zu klauen Häuser zu zerstören und dann in dem geklauten Land Siedlungen zu errichten für das andere Volk das ist der Besatzer Volk das so unvorstellbar, dass viele Leute sich den Weg nicht können vorstellen. Und ich meine, mir war ja Pummel mir Leute mitgeholt. Das ist einfach effektiv so groß, dass die Bauern einfach steht auf dem geklauten Land. Die sind dann da.
Voilà, und es geht auch just, weil die Armee natürlich da ist, protegiert, die israelische Armee. Ja. Und voilà, wie du siehst, immer mehr schlimm, immer mehr unvorstellbar. Und auch. Was hört mit BDS auf sich? Sensiblen Thema für verschiedene vielleicht ja. justement auch weil es nicht so richtig verstanden wird die denk aus unterstützt die Initiative ja. Ja, BDS effektiv BDS Appell also den Opruf zum BDS Boykott Desinvestissements Sanktionen gehört seit 2005 die 20 Jahre könnt ursprünglich von der Zivilgesellschaft aus Palästina heute aber ganz klar und ich verstehe auch viele Leute diese schwer dummer den ich meine das klar wir verstehen das auch historisch bedingt zur europäischen Geschichte natürlich zum Holocaust also das ganz sensibel das versteht all Mensch mit dafür muss sehen ist das ist so wichtig zu differenzieren klar zu erklären weil das das steht ja also ich meine das kann ich noch nur lesen im Internet offiziellen Internet von der BDS-Kampagne dass sind boykottieren soll, desinvestieren soll, und sanktionieren soll, überall da, wo Lien zu der israelischen Regierung besteht. Das heißt, Individuen, israelische Bürger, sind natürlich nicht einfach so zu boykottieren. Das absolut nicht, das ist nie ein Mensch davon gespart. Das geht aber immer so durchgestartet, mit das ist nicht der Fall. Land als solches nicht zu boykottieren kein Mensch steht überhaupt nicht an der BDS am Appell also im Abruf zu BDS dran das wirklich zum Beispiel Produkte aus den Siedlungen nicht illegal Siedlungen die gebaut sind ob geklautem Land mit geklautem Wasser am palästinensischen Land die Produkte die do produziert gehen sind natürlich zu boykottieren weil sie sind illegal am Droit international ist es so dass wir wissen nicht doch schon gesagt, dass Siedlungen sind illegal, aber die Siedlungen sind nicht just stiert. Du gehen doch so industriellen, du gehen nicht so artisanalen, du gehen nicht landwirtschaftlich Flaschen, wo zum Beispiel Datteln hergestellt gehen, wo andere Produkte hergestellt gehen. Und die Produkte sind natürlich illegal, weil sie an einer illegaler Situation produziert sind an dem internationalen Recht sind die illegal, die sind zu boykottieren. Der Boykott ist nicht, als keine Meinung aus sich. Ist keine Meinung. Wir sind en accord am internationalen Recht, weil wir so die Produkte sind zu boykottieren. Weil das internationale Recht klar sieht, die Produkte sind illegal. Und zum Beispiel den Avis von der Cour internationale de Justice von 2004, wo sie den Mauerbau illegal erklärt haben und Siedlungen illegal erklärt haben, gouf gesagt, dass als Staaten alles sollen machen für die Situation, die illegal ist, nicht anzuerkennen, für die Situation nicht zu unterstützen. Wenn wir aber so Produkte abkaufen, dann hat das noch immer gemacht. Die sind immer noch Datteln zum Beispiel aus den Kolonien oder andere Produkte aus den Kolonien, dann unterstützen wir die Situation finanziell, kommerziell natürlich. So an dem Sinn an Nolo zum Beispiel wenn man wollen über de Boykott akademik oder auch zum Beispiel kulturell von einem Musiker als Musiker einfach so zu boykottieren außer wann zum Beispiel am Numm von einer Ambassade optritt und das geht immer rum, den immer rum, wo die israelische Ambassade zum Beispiel ein Musiker unterstützt Konzern unterstützt und das auch dann plant dann ist der Teil von dem Normalisierungsapparat Propagandaapparat Künstler an schwenkt sind plötzlich bekommen israelisch Künstler der Komitee P just hat auch den Realisateuren die für BDS sind auch der kulturelle BDS sind wann justement eine Produktion vom israelischen Staat gesponsert wird wie dort ein israelische Staat Kolonialstaat Menschenrechte nicht respektiert etc. Aber sie realisieren hier Filme sie haben hier Finanzierungsmitteln sie couragiert Leute muss ich so und das nicht evident es geht aber bei Künstler müssen sich engagieren können natürlich an der Theorie agieren an die gehen nicht an die rufen op für BDS aber sie selber sind nicht zu boykottieren weil sie selber ja nicht am israelischen Staat also weder direkt mit der israelischen Nationalität zu dienen und nach viel Männer muss ich auch viel Männer mit der jüdischen Religion zu dienen ça n'a rien à voir kann ich verstehen dat gewisse Leute muss so schlecht informiert sind so da erinnert kauf nicht bei Juden wat an Deutschland dann zu Lützeburg auch gemerkt in als andere Jahre noch schon etc und all die Knachtereien dat kann daran erinnern ça n'a rien à voir und soll noch ophalen zu mengen dat Eis
wissen als europäisch Knachtereien die mir a wissen historisch gemacht hun déi zu applizieren und andere Bevölkerung die dat gënnet so praktizieren. Ass Israel-Kritik net einfach Israel bezunenen Antisemitismus. Den Antisemitismus ass für allem en europäesschen Problem historisch auch gesinn. Also wann lo vun lo gesot gëtt den immer den Antisemitismus ging sech han der Israel-Kritik verstoppen an wie nach dass den Antizionismus eigentlich Antisemitismus wie an so Blödsinn et as so immer das gefeierlich das falsch et as auch lächerlich weil natürlich gëtt Antisemitismus gouf nach immer gëtt also das Chlor wir sind die Last die dat jäieren mit wann ein Antisemitismus gëtt dann ass dat de Problem wann ich hat Laschker nach Post zum Beispiel gesehen effektiv den degelos war wo effektiv Apps geschrieben hat dat wirklich antisemitisch ass an der das degelos an der das zu kondamnieren an der soll noch mellen da ja wollen op den soziale Medien seit soll melle bei BCQ oder bei der Poli ne geht weiter dat soll dann noch sei wege und dat gëtt minieren dat absolut net me dat muss se ganz klar separieren an trennen vun der Israel-Kritik an war dawer oft den oft her dass da Leute so dat sinn sech Israel-Kritiker dat sind zwei verschiedene Sachen wat Leute schmenge weg die Leute die wollen sich net mat beschäftigen watten sie nämlich mal sie vermischen die zwei Moden an sie dingen überhaupt keiner Kurs an sie dingen dem Kampf gegen dem Antisemitismus überhaupt net dummer denn weil war immer so wann dir dat opmat van de so Leute Israel kritiseieren Politik von Israel natürlich kritiseieren dass mir all Antisemite sind dat man sie ja so an da mat Di dat so breet op an Dir verwässert die Definition ist so groß, dass der wirkliche wichtige Kampf gegen den Antisemitismus aus dem net geholle was weil natürlich gëtt Antisemitismus an de soll bekämpft ginn mir van der wolle op an die holt all die andere Sache mal dran an zwar dieser Kritik die legitim am hunlo run erklärt fir wat dat denkt der Kurs ja überhaupt net gegen den Antisemitismus zu kämpfen ne an ein gros Gevor ass viel Antisemiten op Fall hun Tendenz d'Existenz vum Staat Israel a Verbindung zu setzen mat de Juden de manière general op der Welt. Israel als Produkt vun de Juden zu Gleichnis zu setzen Gleichzechen zu setzen zwischen Israel an de Juden. Dat praktizieren immens viel rabiat Antisemiten. Andererseits justement die Zusache man den zu vermischen de Kampf gegen den Antisemitismus mat der Verteidigung ad absurdum von dem wat Israel möcht als justement auch Keier dafür zu suchen für Juden op dieselbechten Plan zu setzen wie Israel aber nur dazu feiert justement dat egal wat Israel möcht dann gin Juden sippenhaftig mat Israeler Verbindung gesagt. Dafür ginnet ja auch viel Juden zu muss an USA die sich gewirrt tun weil an natürlich an USA die sich Händler fest man da wären vier Verbindung gesagt zu gehen mat Israel und muss auch ganz klar so wann oft gesot gött Israel aus der Refugium von der Juden menge justement et muss so nee Lützeburg als Refugium für Juden, Frankreich soll Refugium für Juden sind, USA, egal wo Juden, jüdische Community leben, da sollen sie als Sicherheit sein. Da wo sie sind der Jahrhunderten auch sind geboren sind, da sind sie daheim. Juden für Lützeburger Juden und nicht Lützeburger Juden, sie willkommen, also sie können an das Refugium, aber wir müssen alles dafür machen, dass sie können leben. Für zu so nehmen, geht an Israel schon schlecht Beigeschmack mit der Geschichte. Geht an ein anderes Land, was nur zu einer Problem feiert. Auf jeden Fall ein Staat, den sich in einem anderen Volk so vergeht, an den eine genozidäre Politik betreibt, wo natürlich dann viele Leute so guckt, was sie machen, guckt sich den außerhalb vom internationalen Recht, guckt sie können mal, was sie wollen, guckt sie müssen sich nicht erklären für alles das, was sie machen. Ja, wie dass die Staat aber am Namen von den Juden auf der Welt schwatzt, so die israelische Regierung ja, sie so ja für sich, dass sie l'État-Nation du Peuple juif sind, das ist ja auch ein Gesetz. Natürlich geht dann den Amalgam gemacht, aber sie kreieren den Amalgam, dass die israelische Regierung, die den Amalgam bewusst kreiert, für dann auch können zu sagen, dass all die Israel kritisieren, Antisemiten sind. Ja. Mit auch andere Kriege, wie was schwätzt man eigentlich die ganze Zeit über Gaza? Ja, wir wissen das.
natürlich gehen da andere an mir das nicht wie wir mir nicht dazu Stellungen geben wollen de not froh als vom Depot de mesure natürlich die mir versichern als Link nicht zu praktizieren wenn aber muss so und Heinz so geht von anderer Seite praktiziert man ganz no bei ist eben der Krieg für Russland gegen Ukraine wo mir direkt beim Ufang an noch schon 2014 bei der Krim Affäre immer schon gesagt tun nee das geht nicht voilà kondamniert wird mir gi so weit als Lenkfir ze so méi wann Ukrainer se schwëlle verteidigen, dann muss dat auch konkret ëmsetzen sind so gut, die hat doch den Grieche spannend méi voilà, dat hicht mir mache kind de pas de mesure mé so noch op einer Platzen och aus vun Europa gin net Griecher absolut an de Problem as auch den da das Israel as jo irgendwie geheiert zur westlicher Welt an da das vielleicht wat die ganze Geschichte bisschen ernst das durchstellt mir hun nach immer dass von der letzten Kolonialgriecher großen Teil von der israelischen Bevölkerung können als Europa bon, dass ein Land wird westlich behandelt wird gesucht wie die ähnliche Demokratie an der Gegend der Libanon das ja kein Diktatur mehr bon, das anscheinend egal etc hat mich bei der Eurovision matt beim Fußball also doch mat bei den Europäer so voilà dat heißt, do komischerweise Menge wat mat spielt dass dat Israel als westlich Land oder als europäisch Land ugesieget geint die arabisch Barbaren fir ganz krass zu soen an dofir wäret mehr akzeptabel. Ja an ich mengen das aber eng Partikularität ich mein, weit langer Bret beschrieben die Krisch aus kein klassische Krisch zwischen zwei Staaten oder zwei Gruppen mir Schätze von einer Besatzung eine Kolonialsituation wo es darum geht Land zu holen Ressourcen zu holen sein Land mit groß zu machen ich meine das all Mensch klar dass Israel will hier Land mit groß machen an dem sie Kolonien bauen an dem sie Land klauen an dem Sinn also kein Krisch wie in anderen das heißt Partikularität Kolonial Besatzung das absolut einzigartig das wirklich einzigartig ich kann nur nicht direkt in eine andere Situation an der Welt denken wo man so eine Situation hun wo ich dann noch immer so mit der benennen meine Situation wo es so glasklar ist dass das international Tra auf alle Niveen auf alle Niveau vom bis bis violiert geht geht natürlich Dozenen einer Krischer an der Welt die all hier egen Tragödie hunden an das immer schlimm mir ha mal Landwert in Alliierten aus von eise Länder die EU aus den Haupthandelspartner von diesem Land von Israel mir eng historisch Verantwortung wie du siehst an Situation das Glasklar Niveau vom internationalen Recht Glasklar Israel besetzt Palästina klaut Land kolonisiert Land an das Glasklar an mir unterstützen nicht all Dach weiter from the river to the sea as hate speech. Viel Sachen kritisiert bei Manifen die Solidaritätweise mit den Palästinenser. Einer der anderen Slogan from the river to the sea, Palestine will be free, oder auch einer Symbolen, zum Beispiel der Kefje, also der Schal, bei den so dreht. Das wären entweder Symbole vom Terror oder vom Antisemitismus. Ja, stimmt, das den immer rum. Wo ich aber muss ehrlich gesagt schmunzeln, weil from the river to the sea, wir erinnern uns alle gut an den Netanyahu, wo zu New York für der Assemblée Générale bei der UNO steht, an der Karte von Israel weiß, wo es kein Palästina gibt, wo das ganze Land Israel ist. From the river to the sea, aus engem Fall bedeutet das ganz Israel, Groß-Israel, was d'ailleurs ein Projekt ist. Ein nationale koloniale Projekt ich meine mir und das ist etwas auf der Karte gesagt wenn du die historische Karte guckst gesagt dass Israel sich vergrößert from the river to the sea also de facto also sind nicht sie die das hier also der israelische Regierung ihre Projekt am Endeffekt da das relativ klar zu gesehen und ich meine das eng Strategie den Asian Propoen oder den egene wollen umzudrehen an dem Adversär sie wollen zu innerjubeln also du projizierst quasi ob dein Adversär das was du selber für ist für natürlich alle Menschen konfus zu machen und du sie machen bei aus immens komplex versteht kein Mensch das so komplex ja wannst du das was du musst du Klausland du besiedelst Land und du siehst aber deine Gegner ging man weil das was sie machen wir waren ein Kehren am Westjordanland an Palästina und du mal engem Siedler geschwart den als Faktor so ja sie holen als Lande wasch also sie klauen als Land am voilà mir sind ständig und so weiter und du gesagt we den Diskurs genau umgedreht funktioniert für zu so das effektiv das wirklich eng Strategie wirklich für den Propos dem anderen inner zu jubeln also bei from the river to the sea ist das glasklar ja
das auch geht's an Geschichte wo bon Arda feiert sich den Staat Israel proklaméiert nur dem sie doch von der UNO unerkannt gouf oni dat aber muss ich noch so in die Lokalbevölkerung befrot goufen dat als anscheinend den Detail für viel Leute ich meine das fundamental und dat war wahrscheinlich der fundamentale Fehler den ob dat den emolische Mandat für Palästina eben sich gegründet wird dann no ja natürlich ich kann noch vollziehen Römenkeier war Leute die nicht unbedingt ganz gut informiert sind dass sie ein bisschen schockiert sind wenn sie die Slogan hören zum Mond von sie permanent gesucht kriegen von gewisser Seite das gibt bedeuten dass den für erstens Zerstörung vom Staat Israel wird zweitens der Korollär davon dann den Juden Welt aus Palästina Israel rauspuchen und es geht ja auch so wie dat auch richtig kann verstohlen das eng Befreiungsbewegung historisch auch von der Palästinenser net daran bestanden weil war fortschrittlich Bewegung muss aber auch so nur noch marxistisch Bewegungen etc die net daran bestand für zu so Jude muss fortgehen waren immer Juden nach Palästina nur sind danach beikommen und Zweite Weltkrieg oder auch noch 4 Runden aus Europa okay ja da das gut Problem war Juden leben also sie solle genau dieselbe Stand das darum geht es soll ein Staat sein wo all Communität emanzipiert das wohl all Individuum ob gelebt oder nicht ob ein zugerechnet wird zu den Muslimen zu den Christen zu den Juden dat wann Welt so leben kann wie in der Trash tut an protegiert können sehen auf dem ganzen Territoire darum geht das eine allgemein Befreiungsbewegung das kein exklusiv Befreiungsbewegung das Problem also aber den dat mal lo den aktuellen israelischen Staat als exklusiv weil setzt eng Communität iwwer anderer Anhänger aller kolonialer Erderweis mir niemals gesot dat opgrund dat gewissen anderer miste fortgoen etc dat no och innerhalb vun der palästinenscher Gesellschaft auch reaktionärbewegung existieren wie je reaktionärbewegung an all Gesellschaft existieren dat déi auch vielleicht exklusiv hier gin ja dat as eng Realität muss noch so die och enger Situation enger Oppressions an Kolonialsituation iwwer Jozenten dem entspringt an du der wenn sech aber auch net imaginieren dat jidereen total emanzipéiert von den selber denke zum Kefir als Terrorsymbol also ich muss mich wirklich Futilare von der Statieren den Kefir als ein traditionelle Schall wie kann der den Terrorsymbol sehen okay auch von eng Reihe Terroristen an net natürlich Terroristen die Schall drohen also immer noch kein Terrorsymbol ich mengen voilà, das ein traditionelle Schal den traditionell palästinensisch aus den Nord Jordanien viel gött bei den effektiv viel bei den Beduine Leute bei den voilà, bei den Nomaden a Palästina von do op Terrorsymbol an ich meine war interessant das ist zu wissen dass da an Israel ein Propagandaminister aus dem Minister des Affaires strategique stehen die Millionen dran gepumpelt für eben gerade so Ideen zu versprechen wie zum Beispiel auch BDS als antisemitisch. Ja. BDS ist antisemitisch geht einfach an den Raum gehalten genauso wie Kefir als ein Terrorsymbol es geht an den Raum gehalten es geht reproduziert wiederholt Bemol als das dann Fakt an engwurisch und ich meine das auch ganz wichtig immer wenn die Versicht der zu verstohlen sich aber ein bisschen auch immer im Ziel lehen okay ist das wirklich ein Fakt oder geht dann einfach so dann wiederholt Bemol als engwurisch wie kann ein Schal ein Terrorsymbol sehen das hat irgendwann ein gesot ja. Und dann geht das an den Kopf von den Leuten ja. Voilà. Ich hoffe, dass man et fertig tun e bisschen den Tür zu machen geht noch bestimmt nach anderen Aspekte die man hätte kind uschwätzen die man wollten uschwätzen wir können das nicht so lang machen ich mein, hun auch sich wirklich geht nicht so oft gelehnt als Linker für bisschen mehr extensiv wird den heute Sujet zu schwätzen wie auch hier anders Sujet zu schwätzen dafür mal die Sendung gemacht ja und einfach auch au vu de l'urgence also voilà. Ich meine ich bisschen mit Weltpolitik oder Weltgeschehen also nee selbst gesagt einfach was du geschieht aus Haarsträuben das go wird so an der rezenter Geschichte nicht an Schmenge war auch an dazu ganz viele Leute der Fakt dass man der Tote so passieren losen
möchte das ein Teil von dieser Menschlichkeit, von dieser Menschheit aber auch stirbt. Für viele Leute als wichtigste Mythos vom Westen, den auf westliche Werte, demokratische Werte basiert, total gestorben. Also für mich, voilà, zumindest für mich ist das klar, dass wenn man da drei passieren lassen und erlauben, und wir erlauben nicht gerade, dann als ein Teil von dieser Menschlichkeit gestorben. Und ich meine, das mehr als Linker resistieren dem natürlich. Und ich meine, dass es wichtig ist, dass Leute weiterhin resistieren. Hier an, ob man versucht noch die internationale Tragik ein bisschen zu gucken, weil wenn man das kann, dann ist es eigentlich fast gesürdelt für den Konflikt zu verstehen. Ich meine, du hast kein Problem. Stick to the reality und stick auch zum internationalen Recht, den nach immer haut das glücklicherweise ob der seid, aber ich noch von den Menschen das dafür gibt ja auch ugegraf von verschiedenen Seiten. Voilà, wir hoffen, dass wir eben einen Beitrag ein bisschen gelesen tun. Wir hoffen, dass den heute Podcast interessant werden. Die könnt natürlich auch auf den sozialen Regeln interagieren, ob eng höfliche Art und Weise, war möglich, Meinung so, vielleicht man sagt, vergisst, vielleicht nicht, bestimmt. Sicherlich, die sind vielleicht nicht da verstanden oder die sind da verstanden, das muss doch, können so ein Scherdet natürlich auch, aber nur werden wir demnächst immer denken, mit einem normalen Podcast optreten, das heißt, die von der Chambre, man macht mit mir selber an, vielleicht können wir immer zu einer mehr punktuellen Sujet, vielleicht auch zu dem heutigen Menke oder zu anderen Sujet einen Podcast machen. Ich hoffe, das gefällt dir, Jean, die fand das gut. Merci, Nathalie. Merci. Merci, Nathalie.